Gott zien niet falsch op Erden, nummer 17. Je reden als Johann dit. Dat laatste Mal sagen wir, wo Gott seinen Knecht Moses durch eine ganz andere Schule schickt, als hij an das Tjenningshuis in Ägypten geleerd had. Für 40 Jahre leidt Gott am op een Stab nur die Schop abpausen. Dan, eines Dörres, raubt hij am, dat hij nu soll teruggaan zijn volk uit Ägypten rüt te vieren. Maar waar gaf Moses nu uitred, waarom hij dat niet kon oder niet wil. Aber de Haar leidt niet locker, zodat hij endlich angaf en ging. Daar waar we vandaar aanvangen. Wel we ons dat eenmaal een beetje voorstellen, wou dat bij Moses met gewas zijn. Zijn broeder Aaron had hem al bij den Berg Sinai bejegend, wils Gott ook toe hem gezegd had, hij zal Moses entjegen gaan. Als Moses en Aaron dan over de Ägyptische grens teruggingen, mochten ze bestemd aan die tijd 40 jaar teruggedacht hebben, als Moses uit angst van dem Pharao uitsterken deed. Nu weer alles anders geworden. Gott had Moses dat al gezegd, dat de Pharao en al die wat am om leven getracht hadden, dood wären. We nemen aan dat Moses en Aaron ihre Eltern ook al gestorven wären. Als ze dan teruggingen, wisten ze ook al, wo dis Tjenning dort stonen wordt, wanneer zij am door nog vreugde worden, dat hij zal Israël rüttraken laten. De Haar had Moses klar gezegd, dat de Pharao zijn hart verhoorden en aan nicht traken laten wordt. Wils Moses meint, dat hij een schwere tong had en zich niet ganz bereden kon, had Gott dat zo aangerecht, dat Aaron voor hem reden deed. Dat wat Moses am zeed. Dat eerste gingen zij naar ihre eigene Menschen, dat volk Israël. Die moesten nog immer zeer onder de Sklaverie van de Ägypter lijden. Jeder dag werden zij onder de Pitschen van de Absichter. Jarenlang hadden zij aan ihre Vertwijfelung naar Gott geschreien, dat hij aan helpen wordt. Nu schijnt de tijd gekomen te zijn, als Moses en Aaron te aanreden. Zij zeiden aan alles, wat Gott te Moses gezegd had, dat de Haar aan uit Ägypten uitvieren wordt, en dat zij den Herrn in de wildnis aanbeden zullen. Moses deed ook ver aan de tekens met zijn stok, dat het een slang wordt, en met zijn hand, dat die uitzet zich wordt. En dat volk geloofde wat Moses en Aaron aanzeden, en ze knijden zich aan en beden den Herrn aan. Dat nächste gingen zij naar den Tjenning, en zeiden zo te hem. 2 Mose kapitel 4, 1 en 2. Zo zegt de Herr, de God van Israël, laat mijn volk traken, doordat ze mij in de wüste en vast vieren. De Pharao zeide aber, wer is de Herr, dat ik am harken zal, en laten Israël uittraken? Ik kan den Herrn gar nicht, en ik word de Israëlieten nicht traken laten. En daarmee vangt de grote proef tussen God en den beiden Feind aan, die den heidnischen Tjenning in zijn macht had. Voor Moses en Aaron wird dit keine Überraschung, wils Gott an klar gezegd had, dat Pharao an nicht gone laten wordt, en dat hij am dat hart verhoorden wordt, zodat hij zijn macht aan Pharao in de Egypter bewiesen wordt. Dit alles wisten Moses en Aaron, aber sie wisten nicht, dat volk derch aan noch doller wordt lieden motten. Dat kwam dan zo rum, als sie dem Tjenning alles erklärt hadden, dat hij zich door ganz jen aanstelt. Hij zei, waarom wil je dat volk van ihre arbeid abhouden? Kijk mal, dat volk is nu al zeer solenrijk, en je willen dat van ihre arbeid wegnemen? Daarmee stond het toe, dat de Ägypter zich ganz daran gewand hadden, dat de Israëlieten vooraan alle arbeid deden. Wo kunnen ze überhaupt ihre ganze Wirtschaften en ihre Bürgerien wiederführen, wann da plötzlich keine israelitische Sklaven mehr wären? Nu wordt de Tjenning vochtig. Hij gebouwt aan voets terug aan de arbeid te gaan, en tweitens gebouwt hij zijn opzichter,
dat sie dat Leben für die Israeliten noch schwander merken sollen. But nu hadden sie an immer Strohhaxel gegeven, an den Tierjelein mankturieren, aber nu soll dat abhören. Die Israeliten sollen sich dat Stroh selbst sägen, aber da werden noch jeder Tag kragt so viel Tierjelen merken als vorher. Hij zei zu Moses en Aaron, je zijn alle vuil en han niet genoeg te doen. Door waarin kom je op zo'n domme gedanken eruit te trekken om junen God te opferen. Nu, nadat Aaron en Moses beim Pharao gewast waren, ging het dat volk nog veel slechter. Groot waren dan de beschuldigingen aan Moses en Aaron, dat zij aan deze onmeilige leer ineengebracht hadden. Nu kon Moses bloos eintonen, en dat wir dem Herrn aanroepen en zich bekleuren dat alles scheef gegaan weer. Is die dat ook allemaal zo gegaan, dat du dat rechte doen wist, aber dat draait alles slecht uit? De Herr laat zo wat einstjemals toe, dat we ons dollar op arm verloten en niet op menselijke weg. Einstjemals laat hij zo'n toe wat voor ons zo zit, als wann alles schroot zit, om zijn grateren plan te vervullen. Hier wird dat de Pharao zijn hart verhoorden deed, zodat God later zijn grote macht aan hem bewijzen kon. Hij en dat ganze Egyptische volk zal antwoorden, wer de Herr weer, worever de Channing so generisch gesagt hat, ik ken hem nicht. Wie sollen bij deze Geschichte erkennen, dat sich dat hier nicht bloß ne Probe zwischen Gott in den ägyptischen Channing handelt. Dit wie ein Kampf zwischen Gott und den bösen Feind, der den ägyptischen Channing in dat ägyptische Volk benutzt, dat Volk Israel Proben uitzuraten. Der Channing von Ägypten wie bloß ein Mensch, aber hij hat sich so die Macht vom Satan übergeben, dat hij zum Schluss gar nicht anders kann. Hij hat sich wahrscheinlich den bösen Feind verschrieben, in so lang sich je in den wahren Gott gestellt, dat sein Hort schließlich so hart wird, dat hij gar nicht mehr umdrehen will. Dat is wat het meint, wann Gott sagt, hij wird Pharao sein Hort verhorden. Zo'n chant bloß, wann der Mensch sich erst je in Gott verhort. Dat gaf nu 10 grote pleuren, wat Gott über Ägypten schickt. Die komen nicht allervoorts hintereinander. Door wie immer ne tijd dazwischen, den Channing ne Gelegenheit te geven, Buße te doen en om te wengen. Der eerste wat passiert, wir, dat Moses en Aaron Channing gingen en dat Wunder mit dem Stock deiden. Aber dem Channing seine Hacksmeisters können durch dem Satan seine dunkle Macht datselfde doen. Der Unterschied wir, dat Moses seine Schlangen, die andere Schlangen von de Hacksmeisters abfreit. Dit wir nicht. Gott leidt den Satan auch ne gewisse Macht, als hij von Gott auffall. Diese Macht eift hij so verken als hij kan uit, Gott seinen Plan so sehr abzuholen, als hij bloß kann. Als dit passiert wir, seht Gott zu Moses, hij soll nächsten Morgen Eiver vom Rifa gehen, en daar wird hij den Pharao treffen, en hij soll am Wader berden, dat hij de Kinder Israel traken leidt. Wann hij sich dann jähen anstellt, dann soll hij ver den Pharao seinen Stock über den Rifa uitstraken, zodat het water am Rifa, aber ook an alle Barms en Gewässer, te bloot wordt. Dit wird dann de eerste pleur. Aber den Pharao seine Hacksmeisters können datzelfde doen. En so verstockt de Channing sich jähen Moses en leidt an nicht gonen. 7 Jahre later schickt Gott Moses wader Channing. Wann hij sich wader verstockt en zijn Hort verhoort, dann soll Moses seinen Stock über die Rifasch en alle Gewässer uitstraken, zodat alles mit Poggen bedeckt wird. So wordt het dan ook, als die Channing wader neeseed. Alles weer voll Poggen. Die wieren sogar am Channing zijn Palast, en een Hisa,
en sogar an ihre Trehe, wo sie Brautdiech anreden. Wada kunnen die Haaksmeesters ook Poggen everdeel bringen, aber sie können die nicht merken weggehen. Dann fängt der Pharao zum ersten Mal an, Donau zu horchen, en seht, hij würde an Traken loten, wann Moses die Poggenpleur wegnahm. So schwind als die Poggen dann wieder dood wären, hielt die Channing sein Versprechen gar nicht. Hij had het am Horten gar nicht so gemeint. En so verstockt hij wieder sein Hort, jeen Gott en jeen Moses. Dann schlug Aaron mit Moses seinen Stock op dem Stoff van de Erde, en dat gaf ne Pleur von Megen. Dit proefden de Haaksmeesters ook te doen, aber sie können dat nicht. Dit wird het eerste Mal, wo die Haaksmeesters toegeven, dat dit de Hand Gottes weer. Aber die Channing horcht gar nicht danach. Dann schickt Gott die vierde Pleur, en dat wären die Sterkvliegen. Diese Pleur wird so schlimm, dat der Pharao Moses anbaut, dat sie ihren Gott irgendwo in Ägypten dienen können. Dit wie aber nicht, wat Moses annehmen kann. Die Channing versprüht dann, dat hij am wird tragen loten, wenn Moses für am beten wird, dat diese Pleur mit Sterkvliegen abhören wird. Aber so schwind als die Pleur abhielt, hielt die Channing sein Versprechen nicht. Moses muss die 5. Pleur über Ägypten kommen lassen. Dit wie ne Pleur über all het Vieh. Ne schwere Pest oder Viehkrankheit brüch uit, dat die Ägypter ihre Pied, Kamels, Esels, Rinder en Schop dood gingen. Bloos dat Vieh van de Israeliten wordt nicht krank. Aber auch wer in diese Pleur jäuft die Channing nicht an. Dann seht der Herr zu Moses und Aaron, nehmt beid heng voll Ovenraum en schmiet den ver den Pharao an de Loft. Dann wurden alle Ägypter schlimme Schwerst kriegen, wat en blosen uitbreken wurden. Sogar wer in diese schlimme, saste Pleur verändert die Channing sich nicht. Moses redt nu strenge wieder zu am. Hij warnt am, dat Gott am durch diese Pleur had leicht konnt uitmerken, aber dat hij am had leven loten, an am seine gewaltige Macht te bewiesen, zodat de ganze Welt darüber staunen wird. Die 7. Pleur wird die schrecklichste bat nu. Dat wie een gewaltige Herelstorm met sehr grovet Gewitter. De Ägypter ihre Flecke getreid worden alle verschleuren. Bloos en Gausen, wo die Israeliten woonden, had het nicht gehereld. Nu wird dem Channing dat genug, en zum ersten Mal raubt hij Moses en Aaron, dat zij doch Gott daran berde wurden, met den Herel abzuhieren. So schwind als dat dan abgehiert had, ging hij an zijn Versprechen wieder terug. Nu komen nog 3 grote pleuren. De 8. wie eine Pleur mit Grasshoppers. Dat wie so schlimm, dat sogar den Pharao seine Diener en al die hure Amtjes am Rauden, hij soll doch einmal dat Volk Israel gonen loten, eie Ägypten ganz en gar verdorven wir. Schließlich raubt hij Moses noch einmal en seht, sie können nu tragen, aber bloß die Mana. Die Families sollen zij in Ägypten loten. Pharao wist, dat wann sie ihre Families hingen leiten, dann würden die Mana sicherlich zurückkommen. Hij kon je ohne ihre Halb gar nicht mehr seine Arbeiten uitrichten. Hij stal sich ware det weer, en so moest Moses de nijende Pleur komen laten. Die weer ganz anders als alle andere. Dat wordt stockdiester en blijft voor 3 dagen zo. Aber in Gausen wird het nicht diester. Noch einmal proeft die Channing mit Moses zu dingen. Nu seht hij sie kunnen tragen, aber ohne ihr Vieh. Dort seht Moses ganz kort, wie brücken Vieh für unsere Opfer, die wir bringen sollen. Wir müssen jeder Stück Vieh mitnehmen, wat wir haben. En dan weer Pharao wuttig en seht, go van mij weg. Ik wil die nie wieder zijn, bis an den Tag, wo du mij wieder veruren kommst, wirst du sterven. Moses had haar zeer veel moed geschenkt, dat hij zei, du hast recht,
ik word die nie meer voor uren komen. Dan reed de Herr te Moses en zei hem, hij wordt nog eine Pleur schicken. Dit wordt de schrecklichste zijn, wils hij doordat alle Eerstgeborene van Ägypten doodmerken wordt. Van deze Geschichten hebben we zeer veel leren. Erstens zei we davon, dat het zeer gefährlich is, wann wir onze Horten verhorden. Wann einer sein Hort aufhört, meint hat, dat ik mich nicht dort schicken will, wat Gott will. Ik werde sto Gott sein Wort, en doe dort, wat ik will. Dan verhoorde ik mijn Hort. Wann ik veel Gelegenheiten schrie, dort te doen wat Gott will, en ik nicht gehoorzaam zie, dan verhoorde ik mijn Hort. Wann ik dat Evangelium hier, dat wir uns sollen bekehren, en ik doe dat nicht, dan verhoorde ik mijn Hort. Vielleicht hörst du von dir krank diese Predigt, in die gefällt dir nicht, und du sagst die, dort brauch ich nicht. Dann verhorst du dein Hort. Was passiert, wenn einer sein Hort verhort? Was da passiert, tja, wir gar nicht bemerken. Dat wo wir gar nicht an. Aber der Unterschied ist, dat uns dat langsam nicht mehr baut, wenn wir ne ernste Predigt hören, dat wir uns bekehren müssen, seilig zu werden. Wer ein verhortet Hort haft, dem pflegt das Gewissen nicht mehr, wenn er auch dem Herrn angehorsam ist. Aber das ist noch nicht das eng. Bei Pharao wird das so, dass er sich erst lang gegen den Herrn sein Wort stellt. Und dann lesen wir mit der Zeit, dass der Herr am das Hort verhorden deed. Nicht ist gefährlicher, als mit Gott seine Gnade rum zu spielen, als wann wir der irgendeine Zeit, wann uns das jagert annehmen können. Das ist aber nicht so. Die Bibel sagt, von dir, wenn du seine Stimme hörst, verstockt dein Hort nicht. Von dir meint, dass wenn ich von dir eine Gelegenheit schrie, mit Gott in Ordnung zu kommen, dann soll ich dort nicht bis morgen abschüven. Abschüven kann verhorden bedienen. Zo'n Mensch als der Pharao, wat von Gott so viel Gelegenheiten kriegt, sich zum Herrn zu bekehren, en die dat nicht. Dem der Herr einmal zu Gott latzt, das Hort verstocken, dat er überhaupt nicht mehr nur Gott kommen will. Lot dat nicht bei die passieren. Wann der Herr von dir zu dir redt, dann lot am Furz in den Horten an. Dort to am dine Sünden schuld toestonen, en bed am, dat hij dien Leben ganz nie merkt. Hij wordt dat doen, wann du abrechtig nur am tjamst. Wann du dort ein Verlangen hast, dann kannst du sicher sein, dat dien Hort noch nicht verhort ist. Als Gott Moses von der letzte Pleur seht, hat hij eine Reihe Dinge, wat die Kinder Israel doen sollen. Sie sollen sich reitmerken, hastig zu tragen. Hij würde an, wie dat ägyptische Volk an seinen schenken, so dat die anwärlig würden gehen loten. Sie sollen sogar nur die Ägypter gehen in nur Geld und Gold in allerhand Kostbares fragen, in die Ägypter würden an dort geben. Mir scheint het so, dat Gott dafür sorgt, dat sein Volk, wat so lang als Sklaven gearbeitet hat, nu wenigstens ne kleine Bezahlung kriegt, für all die hunderte Jahre als Arbeiter ohne einen Lohn. Aber wat noch viel neidiger wir dat sie sich reitmürken für diese schreckliche Pleur, wat nu kommen wird. Für jede Familie soll ein Lamm geschlacht werden. Wann sie dat Lamm schlachten deiden, sollen sie von dat Blut nehmen und dat boven auch an de Seiden von de deren Gerechter von ihre Hieser schmieren. Dit Blut wird dat Tierchen dafür, dat sie Gott gehorsam wären, en dan wird die Todesengel die Erstgeborene in dat Huis nicht umbringen. En diese Nacht sollen all die Erstgeborene von Menschen und Vieh, wat nicht dat Blut deren Gerecht houden, sterben. Dit wird dat tiende grote Gerecht, wat der Herr über Ägypten bringen wird, weil sie nicht nur am gehorcht houden. Wo zit het bei uns? Do wie horchen, wann Gott zu uns redt? Wo verkenhaft der Herr die vielleicht als durch sein Wort oder durch Dinge in dein Leben vermont?
Du hast wat von der deine Bekehrung immer abgeschoben. Vielleicht denkst du, der ist überhaupt nicht neidig. Doe nicht so als Pharao, der auch immer weiter uitreden hat. Wenn du feilst, dat der Herr dir raubt, dann kannst du dit Gebet no beten. Lieve Herr, ik kom nu naar die. Ik wil die niet zo als de Pharao waar stonen. Ik geef dat toe dat ik gezündigt heb. Vergeef me al mijn zinden en kom in mijn hart aan. Als teken daarvoor dat ik dit leef, dank ik die dat du mijn gebed erheerd hast. Amen. Wanneer je nog vragen hebt over dat wat je op dit programma gehoord hebt, mijn telefoonnummer is 204 346 0523. Ik wens je allen het goede weer. Op